Ich habe noch nie Babytauben gesehen. Hat einer von euch schon mal Babytauben gesehen? Das hätte ich jetzt sofort in Frage gestellt, dass es überhaupt Babytauben gibt. Ja, und ich habe wirklich... Wie schaut so Babytaube aus? Ja, klar. Sammy, schaut genauso aus, klar. Ja. Das glaube ich nicht. Hat die kein Baby... Pflaumen, würde ich jetzt gerade Die sagen. sind doch auch sicher so Nocker-Rosa. Ja, ich hab jetzt nicht so ganz kleine Babys gesehen, sondern nur normale Babys. Die waren in so einem Nest drin. Die haben Nester. Tauben haben Nester. Ja, Die klar, können die auch... Nester. Ja, die werden sich in einen Boni scheißen. Habe die Ehre, zu Birge. Conny. Flog gerne. Auch hier. Spezi Wirtschaft. Das war's, Ich bin völlig verwirrt drin. Ich hab gerade Fischermanns gegessen, das brennt jetzt sicher im Maul. Ja, es bringt der Vollgas im Mal. Das ist Das ist der Wimper. wo da? Ja, die kannst du jetzt halt auf den Finger tun und dann wegblasen, dann darf man sich was wünschen. Ja, aber dann fällt mir der Penis ab, hab ich auch gehört. Ist wurscht, oder? Wir bist dann Dann der, war es jetzt sehr ekliges Loch, das du dir gewünscht hast. du bist dann der ESO-Bürger. Der ESO-Bürger. Ja. Warum? Keine Ahnung. Das machen doch nur so ESO-Hippie-Spacken. Verdammte Hippies! Ja, aber echt. Verdammte heute ist der Vollmond, ich merke schon wieder, dass mir schlecht geht. Heute Und dann brauche ich merke das wirklich. Ich kann doch nicht einschlafen. Oh, scheiß Ich kann doch nicht ESO-Flow. einschlafen. Was soll ich machen? 5 ESO-Flow, Minuten Janne. später geh ich aus, scheiße, ich hab voll mit dem Mongo. Ja, ich kann einfach Ja. nicht schlafen. Aber trotzdem kann ich nicht schlafen. Du sagst, Ja, es ist irgendein Vollmond, Grund dann braucht kann ich immer, nicht der Wind schlafen. geht so stark. Ja, genau. Vorher Also, 15 Kaffee gesoffen, hat nichts damit zu tun. Strahlung vom WLAN, die hält mich wach. So einen habe ich auch mal gehabt, einen Arbeitskollegen. Der hat dann gesagt, Strahlung sie vom WLAN? Ja, der hat dann gesagt, sie haben dann auf die Nacht über einen Router ausgeschaltet und dann hat er wieder schlafen können. Er war aber mit 30 noch im Stimmbruch. Ja, das ist ja... Oder dann ist er noch immer so verzählt. Ja. Oh, mein Router da, der ist so krass, 5G. Die WLAN-Strahlung, die vereinflusst meine Blutzirkulation. Ja, schon. Die kleinen Ja, der Chips vor der Klassiker. Impfung reimen deswegen in die Adern auf. Gibt es wahrscheinlich noch nicht lang genug, dass da tatsächlich Studien darüber gäbe, ob das wirklich in irgendeiner Form schädlich beeinflussen oder sonst irgendwas ist. Was jetzt, Impfung oder WLAN? Beides. WLAN. Wenn ich so drüber nachdenke. Das Schlimmste ist dann die Schlumpfte. Die Schlumpfte. Das Schlimmste. Das Eichschlumpfte. Das Ja. ist dann die WLAN-Impfung. Und WLAN-Impfung Die ist WLAN-Impfung. Wahnsinn, ja. Die ist Wahnsinn. Die ist... Da wirst du instant behindert. Ja, du kriegst direkt die Wellen in deinen Arschloch. Kriegst Instant Downs und Oder habe ich einen Witz gesehen? Gesehen? Aber den, der Hat man gehört? der wird, glaube ich, nicht. Ja, ich glaube schon, wir haben ja beim Nein, ich hab den Meme-Stream schon ein paar Mal. Hey, das ist ein Witz, das ist Satire, darf alles. Okay, na. Sagen wir so Ich glaube, der war nämlich, ernst. jetzt kommt man nämlich gerade, ich glaube, der war in deinen Mimis drin. In meinen Memes? In Wo war deinen das? Memes. War das 5 gegen Flori? Nein, das Mimis. Das hast du, glaube ich, eh nicht Ich bin deine. übrigens sehr stolz auf die Community. In der letzten Woche waren die Mimis Die waren wirklich grenzgenial gewesen. Exzellent gut. Die habe ich sogar gescreenshottet. Ja, leider Wir immer. machen jetzt Was der ja nicht immer alle auf den Florian. Na, alles gut. Ich mag das ja. Er provoziert ja irgendwie. Ja. Er provoziert Irgendwie ja schon. Ja. Ja. Was, freust du schon auf das, was du heute erklären darfst? Ja, ich hab sogar schon was dabei. Erklär- Du hast was erklärt. Sollen wir sofort mal mit Florian erklären? Erst die Wirkung vom Vollmond auf seinen Schlaf erklären. Nein, Auf geht's so auf gar keinen Fall. Los. Auf gar keinen Fall. Wenn man sein Mikrofon richtig vom Mund platziert. Okay. Nein, war Witz. Ich hab diesen Podcast gehört. Es hat sich richtig geil angehört, wenn ich da Was so du nicht eingeredet habe. sagst. Ich halte es jetzt nur noch so. Ja. Die ganze Und es Folge. fängt der Vollgas zum Heulen nur mit dem, wie sag ich jetzt mal, mit der neuen Verkabelung, sobald man daneben schmeißt, weil dann aus irgendeinem Grund auf einmal alle 3 Mikrofone aufnehmen, aber wenn ich so mache, nicht. Und die haben halt Das macht über die überhaupt keinen Sinn. Verkabelung Machen wir nur noch so. Machen wir nur noch. Okay. Da wir nur noch so reden. Wir brauchen noch einen Plopschutz, brauchen wir noch. Am Plopschutz. Was sagt denn da die Community dazu? Es ist heute ist nur YouTube only. Ich glaube schon. Das heißt, da müssen wir wieder hochqualitative Folge produzieren. Haben wir das schon mal geschafft? Na, auf gar Also keinen die Dunkel Werner Folge mit den Delfinen in Dänemark, die war Die unsere war- stärkste. Ja, das stimmt definitiv. War die 4., glaube ich. Das war die stärkste, da haben wir nie wieder das ohne war der gekommen. Peak von der Spätzlewirtschaft. die Und wir müssen vor allem mehr Clickbait-Titel benutzen. Hab ich schon Ja, gesehen. Immer wenn so Nazi Nancy war richtig gut, habe ich gehört. Ja, Ja, damals der die- Drachenlord funktioniert gut, Rammstein die Ding funktioniert hat auch gut. funktioniert oder militante Veganerin hat gut Ja, funktioniert. ja, wir müssen uns immer Wir irgendwelche nehmen jetzt Szenen einfach so Recap, Drachenlord, Nazi Nancy. Einfach nur alle Begriffe, die wo gut gekommen haben, Ja. die haben wir jetzt alle in einem. Gender, Ja, nennen wir einfach, ja, Ja, wir nehmen genau. jetzt einfach Drachenlord, Wir ne- Nazi wir nehmen es Nancy. Drachengender. Drachenlord, Nazi, Nancy, Drachenlord, neue Freundin, Nazi Nancy, vergewaltigt Fragezeichen. Rammstein. wird von militanter Veganerin gegessen. Ja, haben wir den Titel schon fertig, haben wir nicht mehr angefangen. Ja. Super. Aber machen wir heute Kids in die Folge. Ja, passt, wir machen Servus. Gib mir ein bisschen Lego-Band dabei. Ich will Lego bauen. Ich weiß nicht, das ist mein angefangenes Stream-Projekt. Was weiß ich, wird irgendwann einmal eine Piratentaverne oder War jetzt übrigens im Passau im Bluebricks Shop, weil Ist das was? in der letzten Folge hat ja eine kommentiert, nein, der vorletzten, wo wir zu zweit waren,
Oder vorvorletzte, drauf geschissen. Was weiß ich? Weiß ich nicht, wer zum Teufel ist Cheryl. Auf alle Fälle hat er auch nicht kommentiert, dass im Passau jetzt ein Bluebricks-Shop aufgemacht hat. Das habe ich gelesen. Und ja. da sind wir eingerumpelt, der Corby und ich, von meinem Podcast, der Corby. Ich finde krass, dass die schon so groß sind, dass die ein eigenes Ladengeschäft haben. Ja, aber das ist eher wie so eine Lagerhalle. Also das ist völlig uneinladend, das ganze Ding. Ein Lagergeschäft. Das Problem ist ja schon mal, dass der Bluebricks hat ja nur so braune Kartons, wo vorne ein Pickel drauf ist, dass du ein bisschen was sägst. Dann haben sie vertreiben halt auch diese ganzen anderen Sachen, wie Mold King und Planlos und was weiß ich. Aber also mein persönliches Problem ist halt das, dass ich halt auf die Lizenzen von Lego stehe. Und jetzt, wenn ich da reingehe und sehe halt dann irgendwie einen Panzer und einen Flieger und auch irgendein Heisel und das interessiert mich dann im feuchten Scheißdreck. Dann ist da noch ein Ekel mit Star Trek, aber Star Trek ist halt der kleine schwule behinderte Bruder von Star Wars. Und da bin ich auch schon, von mir. bin ich auch schon wieder raus. Das einzige Geile, jetzt weiß ich noch mal, welcher Hersteller das war Xenomorph Alien für 90 €. Den hätte ich mir fast mitgenommen. Aber es ist halt auch nichts ausgestellt. Weißt du, dass vielleicht ein bisschen was draußen ist zwar, da ist so der Eingang. Für das gibt es einen Held der Steine natürlich. Da ist so der Eingang, dann ist da so zwei Scheiben, wo du das Geschäft siehst, und dann kommt nochmal eine Scheibe, wo du eigentlich schon meinst, das Geschäft ist lang vorbei, wo dann zwei Sachen aufgebaut, ausgestellt sind, die da geil ausgegaffen hatten. Aber wenn es von Haus aus ein bisschen ansprechender aufziehen hätten, glaube ich, war es mehr. Vielleicht bist du einfach nur falsch rumgegangen. Kann also, ich bin wieder rückwärts irgendwo, gegangen. Ich bin wieder mit dem Moonwalk gegangen. Vielleicht erklären wir mal kurz, was ist Bluebricks, weil auch wenn wir nichts davon haben, ist mir ehrlich gesagt auch scheißegal, aber mir geht Lego einfach auf den Sack. Es ist, irgendwann ist vor nicht allzu langer Zeit, glaube ich, das Lego-Patent ausgelaufen auf diese typischen Klemmbausteine halt. Und seitdem gibt es halt Chinesenhersteller. Bluebricks ist ein Deutscher, gell? Oder ja, aber die lassen auch in China die Dinge Servus produzieren. Deutsche, oder gesagt? Servus Deutsche. Bluebricks hört sich auch richtig deutsch an. Ja, er heißt daher Bluebricks. Ja, Mr. Ja, Bluebricks. BRIGGS. Briggs. Wixen. Briggs was hier. Nein, das war anders. Kenn mich nicht mehr aus. Brooks was hier. Hä? Ja, verklemm bei deine Bausteine mal. Auf alle Fälle sind in diesen, ich sag jetzt mal, die haben natürlich keine Lizenzen, wie es jetzt Lego zum Beispiel hat, also Star Wars Sets und so ein Scheiß, sondern die bauen halt Sachen nach. Es gibt aber durchaus Nachbauten von so Star Destroyers und so weiter. Irre geil, ja. Und die kosten halt einen Bruchteil. Und sind doppelt so groß und doppelt so viele Ja, Teile. doppelt so viele Teile, doppelt so groß und doppelt so detailliert. Da geht's allein man sieht es jetzt leider Gottes nicht. Allein, wenn das da mal fertig ist, da steckt so viel Liebe im Detail. Das Teil hat einen Kerker unten drunter, da wo eine Katze mit einer Maus spielt, die gerade einen Kass fängt. Also, das werde ich nie sehen, weil ich da nicht einsehe. Warum bauen die? Ich weiß nicht, aber es ist schön zu wissen. Aber so normal irgendwie ein bisschen so modular oder dass du so da kannst. In der Ja, der Teil leider Gottes noch nicht. Da gibt es ja von hinten dann reinschauen, da gibt's ja das Sanctum Sanctorum, das Haus von Dr. Strange von Lego. Das gibt's, glaube ich, auch, ich glaube, das ist von Planlos, glaube ich, heißt das Ding. Und das hat der Held der Steine eben, da habe ich das gesehen, im Vergleich gemacht, das ist eine Frechheit. Das ist für das gleiche Geld kriege ich wirklich das Doppelte. Das ist Wahnsinn. Und der Detailreichtum innen drin, irre. Da glaube ich, haben wir geredet, wenn wir zu zweit da gesessen sind, aber ich erwähne es gerne nochmal, dieses Mercedes-Auto. Ja, genau. Ich habe nachgeschaut, ist ausverkauft, 270, 280 € oder so, hat keine Ahnung wie viele Tausende von Teile, ist ein sehender Oschi, hat eine Fernbedienung, wo ich per Knopfdruck Tieren aufgelassen kann, einen Spoiler verstehen kann, fahren kann und dann sogar noch, wenn ich ihn aufziehe, hat er sogar einen Turbomodus, wo er Vollgas fährt. Dasselbe Größenordnung, Modell von Lego, kann einen Scheißdreck und kostet 800. Also Lego, Why? weiß es auch nicht. Okay, Da kann man so viel, ich mag Lego auch, ich bin auch damit aufgewachsen und Lego ist geiler Scheiß, das ist eine geile Erfindung. Aber es wird mittlerweile. Aber ich kaufe mir halt lieber ein Set mit 2.500 Teilen für 150 € anstatt für 400, bloß weil Bruchteil draufsteht. Und dann halt. Das sehe ich nicht ein. Ja. Alter, Pfennigfuchs, hast du halt kein iPhone nicht, gell? Was ist ein Bruchteil, Florian? Ich hab Bruchteil gesagt. Bruchteil. Der Bruchteil ist ganz weit weg von mir. Das ist wirklich weit weg. Ja, das sag ich. Weißt du, wo das ist? Ziemlich far weit. away. Okay. Nur weiter? Ja, Das ist fast nur da schlimmer wohnt der wie Bruce Willis. Da dreht der Bruce Willis gerade 3 hat 6 Ja. mit dem Bim-Düt-Beutlin, was? Okay. Tütenbeuteln. Tütenbeutlin, ja. Tütentut. Da war mit im Bluebricks-Geschäft. Ja, genau. Also auf alle Fälle danke für den Das ist Hinweis. ein billiger Klemmbausteinhersteller. Ja, billig eigentlich. Aber Ein billig ist doch das falsche ein Wort. Preiswerter. Preiswert. Genau. Und das meine ich jetzt auch wirklich ernst. Das Zeug ist Lego-kompatibel und fasst Ja. sich ganz genauso an wie ganz normales Lego-Storner. Ja, ist auch mal. Ja. Mal kostenlose Werbung ausgeschissen. Kauft's kein Lego, Dankeschön. Können bloß so Idioten wie uns. Ja, Ich bin mit Star Wars. Da steht der BD-1 von Star Wars um. Warum? Ja, weil es halt der BD-1 von Star Wars ist. Leck mich, ich brauche Was soll ich machen? Kann ich nicht aus. Kostet 150 geschissene Euro oder so. Da haben nicht mehr 500 Teile drin. So, hä? Ja, aber es steht Star Wars drauf, nicht einmal. Ja, aber wir kriegen eigentlich Disney davon. Keine Ahnung. Alles? Wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich die Hälfte. Ja. Ich habe ein Gerücht gelesen, dass Disney überlegt, EA zum Kaufen.
Aber weiß jetzt nicht mehr. Bei dem, das Hat das für euch eingebaut gelesen die zufällig? Feldsträhne da dann nicht abreißen. Disney. Aber hast du da irgendwas gelesen davon? Brauchen wir nicht drüber schmerzen. Ich habe nur das Gerücht gelesen, ob das Ich stimmt. hoffe, dass ich oder nicht. endlich pleite gehe mit einer Scheiße, das fabriziert Ja, ist das bei war mir schön. bekannt. Das war schön. EA Sport. BlizzCon ist in einer Woche. Boah, krass. Vielleicht gibt's dann ein nice Diablo fürs Handy oder so. Ja. Did you guys have phones? Nein, man muss Blizzard zugute heißen, in Season 2 haben sie Diablo, haben sie sich gefangen. Muss ich zugeben. Sind es jetzt mehr als 4? Jetzt spielen sie wieder 8 Leute an. Geil. Krass. Das Doppelte, 100%. Haben es gut hingekriegt. Für die erste Kehrtwende auf kürzeste Zeit, muss ich sagen, hat Spaß gemacht. Zwar nicht recht lang, aber gut, bevor ich wieder ein geschissenes Dreckspiel hingeschissen kriege. Schaut, dass es so nicht von Anfang an rausgekommen ist. Deswegen bin ich relativ gespannt, was in der BlizzCon passiert, weil man nämlich munkelt, dass schon das erste Add-on kommt. BlizzCon. Und das innerhalb von einem Jahr ist halt schon sehr früh. Ist ja fair. Jetzt, wo es gerade läuft, jetzt, wo es funktioniert. Ja. Nicht verkehrt. Interessiert keiner außer mich BlizzCon. No, 0. Na, aber Ich bin ja so Nein, ich habe halt wirklich nichts damit, mit den Stimmt, du bist ja MMO-Dinger, da habe ich der- überhaupt nichts am Hut. Ja, Ja, deine da Diablo anderen Spiele. 3 habe ich zwar daheim, Warcraft 3. aber nicht einmal. Da warst du gar nicht auf der Welt, oder? Halt dein Maul doch. Ja, die kennt es nur von South Park, kennt ihr Na, Warcraft. Warcraft 3 und Warcraft 3 Frozen Throne. Ja, das war damals schon schwierig Ja, den auszuschauen. Frozen Joghurt. Aber geil. Es ist Geil. leider Gottes schade, dass das RTS, also Real-Time Strategy Games, sowas wie Command & Conquer, Warcraft 3 und so, dass es einfach ausgestorben ist. Das gibt's nicht mehr. StarCraft 2 ist ein absolutes Meisterwerk, was das betrifft. Aber gibt's Gibt da nichts jetzt Krasses. die Macher von StarCraft 2, die machen doch nice, oder? Ja, Aber wir fuck, wissen ich weiß jetzt, gerade nicht, ja. was heißt. Das kommt jetzt nämlich bald. Ist nicht ein Age of Empires ein neues rausgekommen, erst vor nicht ist allzu auch langer nicht Zeit? So gut, okay, man. Das Hat sich ist, Microsoft auch anders vorgestellt. Weil das habe ich damals, das hab ich früher gern gespielt. das Ganz hab ich kurz geliebt. habe ich es gespielt mit einem Spezi, da hat es irgendwann ein Free-Beta-Wochenende gegeben, kurz vor Release, auch kurz ausprobiert und hast du so vorgespannt, diese Aufbaustrategie-Geschichte funktioniert mit, einfach nicht ja, die Basis aufbauen und gleichzeitig mit deinen Einheiten umeinander wurschteln, das ist auf einem kompetitiven Level so viel Stress, das macht keinen Spaß. Na, Das ist macht nur Stress, keinen ja. Spaß. Das ist. Wir haben uns wenn's bei da mal so- LAN-Partys haben wir so ab und zu gegeneinander gespielt, damals ist es 2 Ja, da ist wenn Ja, alle da gleich macht's beschissen cool. sind Ja, und genau. so, da ist das was Wenn du anderes. nicht mit aber- irgendwelchen großen Tastenkürzel für jedes Gebäude und Co., Nein. da wo du, da geht's ja wirklich dezent und nicht irgendwie die Einheiten, sondern da geht's nur Klicks per Minute, so gefühlt. genau. Da, wo Und du da musst- sagst, Und ich bin Ja, noch da schon geht's ja. draufgeklickt, da hast du geschaut, was brauche ich denn APM. überhaupt, was ist denn Da das? gibt's einen Richtwert, der heißt APM, Oder APM, Entschuldigung. Actions per Minute. Und dann schaust du mal, da spielst du, ich habe auch kompetitiv Ich habe auch versucht, Lust per Minute. StarCraft zum Spielen, wie das damals Dreimal rausgekommen ist und so. Und habe ich angefangen und gesagt, ja, einigermaßen so Mittelklasse-Spieler, klang schon, ja, wie viel APM hast du denn? 80, 100 in der Minute. Das heißt, in der Sekunde so 1,5 Befehle ungefähr, 2 Befehle. Und dann machen aber von den 2 Befehle nicht einmal einer, also mit Klick einer von den beiden macht Sinn. Sondern ich klicke irgendwo mal an, das, Hauptsache schnell und was weiß ich und was weiß ich. Und dann Klassiker. schaust du mal die Pros zu. Da haut's dann Vogel raus. Mhm. Da haut's dann Vogel raus. Ich kann optisch nicht mal folgen, was die da tun. Und dann schaust du denen in die Finger an. Und die haben halt 300, 400, 500 APM. Geil. Und da hat fast jeder einen Sinn. Every Da wo ich chick mir denk, likes Ja. es. Und das Geile ist ja, Ich will- also krass wird's dann, finde ich, wenn es dann die Tastatur dazu einblenden. Das kennst Ja, ja. Weil manchmal dann sagst du auf dem Das ist Bildschirmrand, das- welche Taste gerade gedrückt wird. Das Und dann ist- sagst du nur Das ist das einzige, Teil. das Druck ist- einzige Ja. Spiel, Auf wenn einmal. gestreamt wird in so Wettbewerben, da wird nicht das Gesicht vom Streamer gefilmt, sondern Sondern sein seine Arsch- Bratzen. oh. Also sein Arschloch auch. Vor allem in Geil. Korea, das wird aber verpixelt. So. außer du hast einen Premium-Account. Der gute Premium, Premium. Oh, da bin ich auch gespannt. Wir haben unmittelbar davor. In einer Woche geht's los. Habt ihr auch schon Adblocker-Warnungen gekriegt und so von YouTube? Ich hab keinen Adblocker. Das Premium. Nein, ich hab kein Premium. Ich hab wirklich keinen Adblocker. Du schaust Werbung. Ich bin da so. Ungewöhnlich. Ich würde Ich schaue nur einen Podcast. Hast du einen Adblocker? Na, weil ich auf YouTube ja nicht so viel unterwegs bin, das nehme ich her, wenn ich mal, was weiß ich, bei irgendeinem Spiel nicht weiterkomme und schnell schauen mich, wie der das gemacht hat, wo ich dann einen Schlaganfall kriege, wenn ich irgendeinen so Fotzen-Streamer erwischt, der meint, der muss dann die Texte mit einer verzerrten, verstellten Stimme mitlesen. Weißt du, wie man? Ja. Da gibt es ein paar so Schwanz, ich mag jetzt keinen Namen nicht sagen, aber Doch, raus mit Namen. kommt jetzt zum Beispiel bei dem neuen Mario, bin ich gleich mal nicht weitergekommen bei einem Ding und dann rumpelst du irgendein Manschgal hin, das verzeiht dir irgendwas und dann sitzt er so da und du kannst ja selber lesen normal, wenn du ein normaler Mensch bist. Und dann meinen aber manche immer, sie sind witzig und lesen dann, hallo Mario, du bist jetzt hier in die und ich sitze da und denke mir, Alec, warum meinst du gerade, dass das lustig ist, du Arschloch? Ab und zu mache ich das auch, wenn ich Texte vorlesen, Ding, aber ich mache es halt hoffentlich zumindest nicht zum Fremdschämen peinlich. Also ich hab's bisher dass ich das
ernst meinen, wenn ich, sondern Also, Die verblöden machen halt das, dann ich hab so. da mal einen, da war es jetzt tatsächlich ein Namennummer, der hat ja gerade ein Spiel durchgespielt gehabt, wo ich öfter was schauen hab müssen, weil da war ich einfach zu dumm dafür. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches das war. Und der hat pausenlos, war voll Dialog dabei. Und der hat pausenlos jeden Dialog also vorgelesen. Und ich habe halt nicht gewusst, wann ist die Stelle, wo ich gerade nicht weiterkomme. Und nicht, war ich aggressiv. Ich war schon so grantig, ich war kurz davor, dass ich schau, wo der wohnt, und dann hau ich mit Sacke. Aber wo wir jetzt gerade bei Stimmen und so Sachen haben, da haben wir Hörst heute du schon welche? haben müssen. Ja, manchmal schon. Wenn Vollmond ist meistens. Und zu schlafen. Nicht schlafen, Florian. Florian, schlaf nicht. Normalerweise reißt er bei Werbefüttern das T-Shirt auf, bei mir wird dann immer das Arschloch so aufgerissen. Da gibt's Da kann Wolf gemacht Da gibt's einen Film, da wo, glaube ich, einer immer so einen Dämon aus dem Arschloch rausgekriegt, wenn er schläft. Der heißt irgendwas Das ist mit- wieder irgendeine Tele 5 Trash Scheiße, Nein, die nicht nur der du Wolf, schaust. Da ist sogar ein recht bekannter Schauspieler. Der Oh, der ist heißt super, irgendwie hast du den schon gesehen? Bad Milo oder irgendwie so heißt er. Geh auf. Musst du mal schauen. Ich glaub, das Viech I kommt immer aus dem want Arschloch it. raus. War nicht so gut. Auf jeden Fall haben Joko und Klaas, Lustige Idee. Das war sehr witzig. Da habe ich die Tage jetzt erst das Video gesehen. Der haben eine Strafe für ProSieben gekriegt, dass im Zoo so Tiere füttern haben müssen und sowas. Und Joko hat bei alle Oh, Tiere. welche schlimme Strafe, krass. Na, nicht nur füttern, die haben das ja darum kümmern. Wenn es jetzt Krokodile sind und sie müssen noch reingehen. Sie haben das Rangerl schmecken Jetzt müssen. Nachkunft wieder einen Senf dazugeben. Jetzt sei nicht so aggressiv. Was ist da für Ich bin nicht aggressive, aggressiv. das ist eine negative Schwingung da drin? Bull- Vollmond. Ich habe nicht nur negative Schwingungen. Das Halbmond. Ja, anscheinend, Abnehmend. Den Schema. Aszendenz Zwillinge, was? Und da macht die Joko die ganze Zeit die ganzen Tiere auf Holländisch nach. Und das ist extrem witzig. Und er macht das halt nicht nur einmal, sondern wirklich bei 5, 6 verschiedenen Tieren und es bleibt witzig. Also das ist dann schon wieder cool. Mach einmal. Ich kann kein Holländisch. Ich versuche gerade den Aber weißt du was- Zusammenhang herzustellen, wie der da jetzt wegen draufkommt. diesem Nachmachen. Wegen Stimmen noch. Ja, Also. Stimme nochmal. Das war der Zusammenhang dazu. Ja, okay. Ja, das Aber- stell ich mir witziger Aber vor. Holländisch ist halt auch wirklich witzig. Was heißt, Pfanne auf Holländisch heißt Anti-Anbackpan und sowas. Also das ist schon lustig. Anti-Anbackpan. Ja. Heißt das auf Holländisch? Ja. Halt doch den Maul. Mein Papa hat Geile nämlich mal Typen. versucht zum Lernen, aber ich weiß leider nicht mehr so So, gut. so nennen wir die heilige Folge einfach. Anti-Anbackpan. Rauchen, vom Rauchen Lederlappen. Ja, Lederlappen. Rauchen macht todelig. Es ist nur so, ja, Rauchen, du stirbst, Rauchen. Rauchen macht Rauchen todelig. macht Geil. todelig. Oh, hui. Heute bin ich crazy, heute lass ich zu. So, dann auf die Haschkippen drauf, oder? Nein, das ist auf die die normale. Okay, verrückt. Ja, Rauchen macht todelig. Und damals hast du in Holland, weil wir mal verwandt in Köln, dann hast du in Holland die Zigaretten immer gekauft, weil es da bei weitem günstiger waren. Deshalb weiß ich das. Zufällig. Ja, habt ihr jetzt Kippen in Holland gekauft? Ja, und Kaffee kaufen wir immer noch in Holland. Ja, du fliegst dann nach Holland. So, Na, wir haben Verwandte da. Wenn wir da sind, dann nehmen wir so 1, 2 Backerl Kaffee mit. Wie oft hat's noch? Einmal im Jahr, 2 im Jahr. Wie viel billiger ist der Kaffee? Na, um einiges Bei billiger. uns Wir fahren ja kostet- nicht nur nach Holland wegen dem Kaffee, sondern wir haben ja einen Nacken. Du Zipfel. Scheiß Kaffee kostet Praktisch man wie nicht Zimmer. wie andere in Schweiz und gibt's Tanken ja fahren, mehr. von die extra auf Holland, damit das einen Kaffee hängen und voll dippt. Anstatt dann sie bestellt. Das ist nicht auch so, was so ein scheiß Backel Kaffee kostet, wo es auch richtig teuren 20. Aber was kostet denn dann da hinten? 15. Nein, ich weiß Weil nicht. Ich glaub, alles, was mehr wie 5 Euro ist, rentiert sich nicht, dass ich da überhaupt drüber rede. Rentiert sich nicht, dass ich auf Holland fahre. okay, sorry fürs drüber reden. Erklär mir, wie du das machst. Umgefahren. Ja, das ist einfach. Tür auf, einsteigen. Umdrehen, ausmachen. Nein, erst einmal musst du die wieder zumachen. Oh, Ja, das hätte ich jetzt dann nicht musst du übersehen. den Motor starten, dann fährst du los. Weil wir gerade bei Spiele waren, ich konnte nicht mehr folgen. Das ist krass. Da fällt mir später was Lustiges ein, was du erklären darfst. Mir fällt da jetzt etwas ein, weil das ist eigentlich Mobbing, was wir immer machen, und hab das gelesen, dass Frankreich jetzt hat die richtig krasse Gesetze gegen Mobbing gemacht. Na? Da ist, also ich finde ja, Mobbing Die ist ja, Fetten Strafe. genau, wer fett ist und sich deswegen mobben lässt, der wird dann noch mehr gestraft dafür. Dann soll es sein, nicht so fett, du fetter Wichser, sagen sie dann. Der Richter. Der wäre nur schwarz angemalt oder irgendwie sowas. Na, auf alle Fälle, das ist, finde ich ziemlich krass, die greifen jetzt voll durch. Da ist, wenn zum Beispiel bei das Mobbing bis zum Tod führt bei manchen, so Scheiße haben wir ja schon oft nur Ja, aber- erlebt, dann das ist Strafe bis zu 10 Jahre Gefängnis. mir wieder nicht. Wenn der Mobber, also wenn es dann soweit ist, der Mobber muss die Schule verlassen, mehrere Monate. Monate, Geht. Was soll ich machen? bevor,
Ja, das stimmt. Vor dem Suizid schon. Also wenn es aufkommt, dass der halt nicht aufhört, dann muss er die Schule verlassen. Dann haben sie noch, ich glaube, Social Media Bann für Mobbende und halt zusätzlich noch Sensibilisierung auch für Lehrer, Schüler und Eltern. Aber ich damit finde das halt extrem schwierig. Wann fängt Mobbing an und wann hört der Spaß auf? Das ist, sage ich mal, so eine Grauphase. Ja, in der Das Schule ist weiß ich so jetzt ja nicht. In der schwierig Arbeit, zum- in der Arbeit gibt es nämlich so, also im Arbeitsumfeld gibt es so Merkmale, ab wann es Mobbing ist. Ja, aber Zum meistens Beispiel, ist es ist ein Vorgesetzter beteiligt und so weiter. Also da gibt es konkrete Angaben, wann ist Mobbing. Im Ja, aber was sind konkrete Angaben? Ja, ich weiß halt nicht mehr auswendig, aber zum Beispiel, dass es eben ein Vorgesetzter dabei ist, das weiß ich zufällig nur. Es waren 4, 5 Punkte, was heißt, wenn diese eintreten, dann Ja, wir spricht dann man in der von Schule Mobbing. muss dann auch Vorgesetzter dabei sein. Das ist ja Lehrerin, grad- die muss das ist ja mitmachen. das, was Die ich muss grad- mitreden. Der Lehrer. Also ist vom Lehrer, hat der Lehrer auch wieder Aber nein, das ist ja das, nichts was auf, ich- der Trottel. Alles gut, Das ist Häng ja die auf, das, du was ich sagen wollte, dass in der Schule... wir haben einen Lehrer gehabt, das war Mobbing, was der gemacht hat mit einem bei uns. Ja, da war der Vorgesetzte dabei. war er dabei, Sagst du da das? war es auf alle Fälle. Ja, dann ist das in die Das kommt mit Sicherheit vor. Ich meine, Mobbing so habe ich nicht genossen von Lehrern oder Hab so, ich nicht aber aber schwerstes Mobbing habe ich durchaus genossen. So ist es nicht. Deswegen weiß ich sehr genau, wie sich das anfühlt. Sehr genau, wie sich das anfühlt. Ja, und das ist nicht geil. Das ist nicht geil, ne? war der Vorgesetzte dabei. Ich überlege gerade, war da jemand so vor. Nein, aber es waren Der immer. Häuptling Paul. Nee, aber es war immer. Da war immer jemand dabei, der ist einfach größer und stärker wieder. Damit du immer da Ja. sitzen musst Ja. und die Fresse halten, weil Ja, du weil weißt, du verlierst. was passiert. Oder voll spannend Eier, dass er seine Hoden speibt. Dann kriegst du dann sicher eine darfst du, ja. Retourkutschen, das tust du Das, nicht. das, ja, das ist das Du Problem. kriegst am nächsten Tag irgendwann wieder, ja, geh halt dann nicht zu denen, das läuft so nicht. Und wenn sie zu zweit aufs Klo ziehen und nur mal kurz Ja, neben ja, die das ist Du Bibel- laufst nicht- denen Ja, ja. irgendwann irgendwo Einzige Aus- einmal über den Weg und hast verschissen. Einziger Ausweg ist der Tim Kretschmer-Style, aber der ist halt nicht so... Was ist der Tim Gresch? Was ich muss kurz, ich weiß nicht, was er sagt, erklär's. Ja, der ist halt auch mal gelaufen. Oh! Ah, Ja, gut. Das ist jetzt fraglich. naja. Ja, ich sage, der ist halt nicht so... raus. Du Der, hast ist Das- raus. der ist halt nicht gern gesehen, dieser Style. Das ist aber das ist, da kann man schon durchaus drüber reden. Ja, ich sage, Ich bin damals natürlich nicht so weit gekommen, dass ich denke, ich drehe durch. Aber schon. Ah ja, langsam- also- Sei labiler. Also ich muss schon sagen, also ich habe damals schon ein Problem gehabt, in Dingolfing City rumzulaufen, weil ich echt Probleme gehabt habe mit diversen, ich will nicht sagen Randgruppen, weil es stimmt ja nicht. Waren es diverse, oder? Aber mit diversen Leuten, da wo du echt Probleme gehabt hast, da wo du dann wirklich die alleine mal durch Dingolfing dran kannst. Also, das ist schon heftig. Ja, das ist schwierig, das fährt gerade alles an meinem Kopf so vorbei, das war schon krass. Das Ja. war schon Also Next-Level-Shit. Und ich habe Ich schon hab jetzt auch mit einem sehr Gerät- viele Auswege gesucht, unter anderem auch den, Ja. Ich hab jetzt über den man nicht spricht. Ich hab jetzt da mit einem geredet, der haben in der Schule einen, da ist ein Kind, das terrorisiert die ganze Klasse. Und das war halt so ein Fall, wo ich dann sage, der Bub muss jetzt dann weg von dieser Schule, das Ja. hilft halt nicht. Ja, das Problem ist, dass ja meistens der Bur nur der Drahtzieher ist dahin. Ja, der ist wie bei sicher- so einer Mafia oft. Das habe ich damals so erlebt. Bei mir war es immer so, die Leute waren einzeln, richtig gute Freunde. Sobald ein zweiter oder ein bestimmter Dritter dazugekommen ist, hat es angefangen. Ja, der Klassiker. Ja. Und auf einmal, so als das Schalter. Ja, aber, Und ich so, das ist Alter, dann, was aber bist der mit dir? Gedankengang, glaube ich, dahinter ist der, entweder du oder ich. Entweder bin ich jetzt der Coole und stehe dann dem bei, oder, was wir machen, oder du bist heute Depp. Now you're losing. Weiß ich nicht, das ist dieses, ich weiß nicht, was das für Gefühl ist, keine Ahnung. Kann ich auch nicht sagen. Ich hab jetzt das, Wut rauslassen, also ganz klassische, klischeehafte Dinge, glaube ich, sind das. Im Prinzip sind es lauter arme Wichser. Ja, Da, ja. wenn ich halt 90% von dieser Gefolgschaft anschaue, dann denke ich so, jetzt alles Vollversager, ihr verdammten Spackos. Ja. Fuck you. Karma, bitch. Ganz einfach. Nicht alle. Manche haben sich ja dafür entschuldigt, was auch in Ordnung ist, Jahre später, aber manche halt eben nicht. Ja, Und es da hab kommt, ich mir wirkt gedacht, oft so, nur diese Scheiße mit ein, dass Kinder halt einfach Arschlöcher sind. das kommt auch noch mit Aber dazu, weil so beim exzessiven Mobbing, da bist du nicht gerade im Arschloch-Level, sondern ist halt einfach dieser boshafter Mensch und sonst nichts. Da ist halt ja, oft einmal- das da ist sind das jetzt oft Schwierige, weil Sachen die dabei. Leute so jung sind. Die haben Die verstehen keine das Ahnung, nicht. was das auslöst in dem anderen. Ja, ich meine, wenn ich auf vorne die ganze Zeit Null. wischt, das sollte irgendwann einmal kapieren, dass es nicht Ja, geil aber das ist ja nicht unbedingt, ja, Ja, das das ist kennt ja richtig. nicht einmal, meistens ist das Mobbing nicht einmal, dass die Leute die anderen dreschen, sondern es ist eher eine psychische Belastung, Ja, glaube ich. beides. Nee, weil damals ich glaube mittlerweile geht es auch noch krass auf Psyche, allein mit diesem ganzen Social Media Dreck, was da oft dabei läuft, wenn es irgendwie Sachen posten von Leuten oder dazu. Bei uns war, also ich war so von mir damals noch in meiner Zeit, Das muss so du bist ja krass- gefotzt worden. Ja.
Und da haben sie dann oft einmal, wir haben jetzt so keinen... Fotz da Ich glaub, verarscht. Doch, wir haben einen gehabt, der ist permanent eingehauen worden von den Leuten. Und das war halt, bei dem war es halt eindeutig das Mobbing. Es hat kein Lehrer halt einfach interessiert. Boxsack. Was soll man Es machen? hat halt keinen Lehrer interessiert und der ist im Pausenhof, ist der gestanden und hat gewarnt und der Traube ist rum dumm gestanden und leider haben auf den eingeboxt und so ein Zeug. Das war halt richtig extrem. Und du, ich war halt damals auch noch sauber zu klar, dass das irgendwie... Und jetzt, wenn ich mir das so vorstelle, diese Dinge, die da mit mir gemacht worden sind oder mit dem da gemacht worden sind, dann steht da eine Traube rundherum und halten das Handy drauf und Ja, verbreiten genau. das im Internet. Jetzt ist es halt so, das dass ist da- nur a whole new level, was das mit dir macht. Ja. Alter. Vor allem, wenn das irgendwo mal drin ist, Und das sieht ist ja ein 14-Jähriger, 16-Jähriger, 12-Jähriger, 10-Jähriger, ist sich nicht Ja, das im jetzt- Klaren darüber. Ist egal, irgendein jugendliches Arschloch Oh. kann überhaupt nicht reflektieren, was das auslöst und was das tut. Er kann es einfach nicht. Deswegen kann man ihm noch nicht einmal 100%ig besser sein. Wen man da eigentlich besser sein muss, ist die Eltern, sämtliche Aufsichtskräfte. Das, wenn ich als Lehrer sehen darf, den da ich total wahrscheinlich die Hände ausrutschen. Ja. Aber wenn ich nicht darf. Bei den Das Eltern ist ja geht wieder die einfach Frage, nicht. ob die Eltern überhaupt wissen, wie das in der Schule aufführt. Weißt du, das heißt genau. auch ganz Der oft, Punkt dass natürlich, der... wenn zu Sachen rauskommen und dann merken kannst du es, aber davor glaube ich, wir möchten es als Elternteil merken, du fährst der Kind in die Schule. Also und- du weißt ja von Haus aus, dass der Hurensohn ist. Das gibt ja auch so Kinder. Wo du einfach anschaust und sagst, fick dich, oder? Ich hätte mir Ja, wenigstens Mühe geben können, die 2 Minuten. Aber es ist schon, also, das finde Schwieriges ich find das Thema, eigentlich ziemlich geil, dass da Frankreich da immer so, allgemein Frankreich greift da bei vielen Sachen viel strikter durch, was dann moderne Probleme sind. Da geht es ja weiter schon bei diesem Thema mit Influencerinnen und Filter. Bei Beutel, dass die jetzt dazuschauen müssen, da ist der und der Filter und das und so weiter. Das, also, dass diese ganze Irreführung von jungen Leuten halt einfach ein bisschen kontrollierter wird. Da ist, Frankreich ist da einige Meilen voraus. Es wird aber trotzdem ein Scheißdreck helfen, weil ganz ehrlich, wie ich schon gesagt habe, die können weder über die Konsequenzen fürs Mobbing-Opfer nachdenken, noch über ihre eigenen. Ja, das nicht, aber ich meine, Das, du kein Mobbing nicht, ich hörst bis daher, ich hab doch gar nichts da. Ich Ja, ja, aber- nothing. aber wenn wann du ist halt, Mobbing? das ist Weil abschreckend, jetzt, weißt wie du? gesagt, wann fängt das an? Weil ich sage, das ist ja, wie gesagt, großteils eine psychische Belastung für denjenigen. Das ist ja nicht einmal die körperliche Geschichte in den meisten Fällen. Es muss ja, es fängt ja schon ganz banal damit, oh, du fällst blöd zusammen oder wirst du irgendwie weh oder irgendwer steht dann Fuß so zum Spaß, du fällst zusammen, irgendwer filmt. Ist für den einen natürlich scheiße, wenn dann da 100 Leute drüber lachen am Schulhof. Oder du das Video in der Gruppe einstehst und alle lachen es dir aus. Ist halt schon scheiße. Ich finde, das muss über längere Zeit gehen. Ja, ich glaube, Mobbing geht ja. Das auch ist ja über so, längere dass, Zeit. weil jeder hat sich untereinander mal, ich bin auch nicht unschuldig, ich habe da auch mal irgendwann mitgemacht, bin ich mir mit logisch. Sicherheit, jeder hat das Ja, irgendwann einmal da. Ja, jeder. Aber es kristallisieren nicht. sich halt dann so die einzelnen Leute aus, die es immer abfangen. Genau. Die es immer fangen. Ja. Aber wie kommst du da hin? Du kriegst das ja nicht mit. Man, die haben ja auch nicht behindert, die stellen sich nicht vor den Lehrer hin und machen da den einer fertig. Schau mal den Fetten noch. Ja, es gibt Oh halt- ja, Mann! Ja, stimmt! Und hässliches Haar. Kleines Welchen Wichser. von die drei da hinten? Ja, es kommt nicht drauf an, wie gesagt, bei uns in der Schule, also kommt nicht auf die Lehrer ganz stark drauf an, bei uns in der Schule das hat kein Lehrer interessiert, die sind nämlich im Pausenhof im Eckerl hinten gestanden, haben geraucht, die Lehrer, während da hinten der andere die ganze verdroschen worden ist. Und das muss man als Lehrer eigentlich auffallen, das ist eine Traube, da stimmt irgendwas nicht. Ja, Das gut, ist aber ja die auch müssen wieder jetzt das mal fertig nächste. rauchen. Ja, Falle, und ich gesagt, warte noch schnell. Warte noch schnell, hey. Busch. Iranische fertig ist, Ja, wird das schon genau. aus. Dann geht er los, jetzt warte, rauchen wir nochmal jetzt. Genau, mit dem Pause ist gerade noch 5 genau, Minuten. dritte Glas, der Jonas steht dabei. Ja, genau. Das ist ja wieder das nächste. Wie gut Das werden steht die Lehrer schief, zahlt bei uns, Ich weiß nicht. dass das interessiert oder halt eben nicht interessiert. Aber wie viel arbeiten die Lehrer? Oh. 14 Wochen Urlaub, Hans. Habe ich halt gelesen. Ich glaube, dass das anfangs ein rechter Stress ist, wenn du Ja. Lehrer wirst, so die ersten 5 Weil Jahre, 10 Jahre, da wenn du strengst dann du einmal dich drin dann bist, ja, wenn du dann einmal drin bist, du hast deine Schulaufgaben, wo du das nachkorrigiert, weißt du alles auswendig, da wirst du dann Ich glaube, als Lehrer gehst du dann irgendwann, das erste Mal, wenn du in der Klasse reingehst, ich glaube, du weißt ja genau, das ist ein Wichser, den hasse ich, Ja. der ist sympathisch, Ja. der ist lustig Ja. und den ficke ich in Amerika. So, also das kommt halt dann nur dazu. Und, ja, Warum in Amerika? In Amerika ist doch immer so, da werden irgendwelche Stimmt, ja. junge Lehrerinnen, immer Stimmt. meistens so blond, Nein, die das wird ja ficken für dann ein irgendeinen Gerücht. Schüler aus der 9., 10. Klasse. das heute aber auch immer für ein Gericht, das ist ja, doch vor allem klar. jeder Schüler in der 9., 10. denkt sich so, ja Mann, die Lehrerin, Ja, die will Logo. ich, also, Ja, das war doch bei uns Frank auch so. Lichtblick. Und dann kümmert die daher, also ich wollte das natürlich nicht. I doubt it, bro, I doubt it. Und unten High so five, den was High geht, five, du ja. Ja, genau. Wahrscheinlich, da steht jetzt vor dem Richter, der Richter auch noch so, hey, komm mal her. Goal oder Low, Goal? low five, Bruder. Fragwürdige Scheiße. Naja, Aber wer hätte es nicht Spaß, das ist gewünscht? natürlich nicht lustig. Hat Aber es ich bei hab- uns Lehrerin gegeben, da wo man mal eingewischt Ja. hat? Oh ja, ich Ja. weiß auch nicht, definitiv. Ja. So hat's Wer gehört. war man in der gleichen Schule? Wer? Das will ich nicht. Ja! Was, Frau Herr oder Hamburger. Frau?
Die hat so einen lustigen... Leer. Frau Hagenburger war unsere TV-K-Lehrerin, also Maschinenschreiben, und die hat halt am Anfang in der 7. Klasse, oder am Anfang kriegt man TV, ich glaube nach, ist wurscht, hat er vorbuchstabiert H-A-R. Ich darf mich eigentlich nicht lustig machen, das ist Mobbing, ich hab nämlich gar nicht selber... Nein, stopp, das geht über längere Zeit. Alle Buchstaben immer dreimal. Das geht über längere Zeit, Mobbing. Das Kunst ist, wie schnell okay, du lispelst, ich bin's blöd zum R sagen, aber die Frau Hagenburger ist noch dummer, die sagt nämlich H-A-R-G. Every. Und jetzt beim R ist ein Schlau. Ja, könnte Schlaganfall. Hab ich mal lachen müssen. Der Sidekick. Im Grunde aber war sie eine ganz nette Lehrerin, bei der haben wir Steno gehabt. Oh, ja, Steno gehabt. Weißt du, was Steno ist? Das ist nicht Maschinenschreiben, also Schreibmaschinen? Nein. Nicht? Nein, überhaupt das nicht. ist diese Kurzschriftart. Sowas. Damals so, zum Beispiel. Das ist fucking Arabisch schon. Nein, ich hab Schreibschrift, ganz Ich normal. kann nur Oberschreiben, das geht so. Langer Strich von, da hat es ja immer 3 Linien gegeben, so wie es Ja, zum ja. ersten. Ach so, nein, das Zum Erklären, was kenn ist ich Steno? Die meisten jungen Leute, die wissen das überhaupt nicht. Aber Das die schauen ist noch heute. Schnellschrift. So hat man früher zum Beispiel im Gericht Bundestag, und im Gericht, genau. so ist uns das ja erklärt, im Gericht auch. Ja. Das ist, uns ist halt das Bundestagsbeispiel ist da, Ja, da genau. sitzen 5, 6 Stenografen da vorne. Das war ein Und Job früher. das war eine Arbeit früher, ja. Und jeder im Bundestag, der da irgendwas einbläht oder so, das wird ja immer mitprotokolliert. Und die einzigen, die dazu schnell genug in der Lage waren Die zum Schreiben, einzigsten. waren Stenografen. Haben das Stenografen? Und die haben halt in Schnellschrift in einer ganz bestimmten Art und Weise, die halt so richtig flüssig war irgendwie, hat es zumindest geheißen, haben die noch mitschreiben können. Und wir haben uns, glaube ich, 4 Jahre lang haben wir diese Scheiße genossen. Und wir haben 4 Jahre lang haben wir uns gefragt, Genießt. für was genießt, für was muss ich eigentlich diese Scheiße da genießen? Und also, ja, aber im Gesundheit. Bundestag, schau, ja, was da im Bundestag sitzt du! Hafer! Wir waren 3 stehen. Ja, heute mal. Ich hab dann noch ein Jahr gehabt, Gott sei Dank. Ich kann noch Ober schreiben. Nein. Langer Strich, halbe Höhe, O, B und das E ist ein kurzer Strich nach oben und das R ein kurzer Strich nach unten. Ja. Du hast Ober geschrieben. Und dann hat die Das ist aber ja diktiert, oberziemlich also die Prüfung bestand dann daraus, sie hat diktiert in einer gewissen Geschwindigkeit und du hast halt mitschreiben müssen. Und dann hast halt du denkst so, keine Ahnung, gagelt irgendeinen Scheißdreck zusammen, wird schon passen. Passt. Und wir haben nämlich gewusst, die Zettel werden nicht kontrolliert. Was du da stenofierst, ist vollkommen wurscht. Das Schlimme war, du hast dann den Zettel nehmen müssen und den Text dann in einer bestimmten Zeit per Maschinenschrift abtippen. Das heißt, wenn du das nicht mehr lesen hast können, ja, fragen wir mal Zettel ist leer. Ja, das ist dann wohl eine Säbel. Eine was? Ich hab's dann meistens so gemacht, diese Vollidioten, die haben immer 3 Rechner nebeneinander gehabt und wenn man einfach so geschaut hat, so, dann sehe ich einfach auf den Monitor von meinem Vormann, okay, und immer eins kassiert. Aber in Steno ist das drauf gestanden. Ja? Also lang funktioniert das? Da ist ja wirklich Heavy umgestanden. Das war ever. Entschuldigung, wie schreibt man? Ach, da habe ich schon lange nicht mehr nachgedacht über Steno. Ich kotze Also wirklich, das Lernen am PC zum Schreiben bei der war die Hölle, weil die hat ja jeden Buchstaben hast du dann 3-mal mit dem Finger eintippen müssen und die hat eine ganz helle Stimme gehabt und dann hat es geheißen Keine leer, leer. Und das eine 3/4 Stunde lang. lecker. Das war die Hölle für den. Ja, Krass. ja. Und dann haben wir über die Finger, damit du nicht auf die Tastatur schaust, hat so über ein Blatt Papier ohne Pick gehabt und hat Ja, dann über die Finger genau. gelegt, dass du nicht hinschauen hast können. Und ich hab dann auch, wenn ich nur ein Hint, wenn man jetzt nur die rechten Buchstaben kann, aber halt ein Hint außer Kannst du nicht mal hinter auf die Tastatur, aber die musst doch eh nicht schreiben. Das ist wieder Fahrlehrer. Da nicht hinter uns gleich Ja, genau. Nicht hin da! Na, Bruder. Du bist schon ausgegangstert aus dem Ausgegangstert. Fenster. Was ist jetzt? Und was auch noch gesagt hat, ist, wir haben halt Ahnung von PCs gehabt, damals schon, ich habe auch schon blind schreiben können, das hat mit Counter-Strike gelernt. In Counter-Strike rennst du aneinander, dann stirbst. Rush und dann hast du ungefähr so 30 Sekunden für eine Nachrichtszeit. Da lernst du das Tippen. Das hab ich da schon kennen und mit PCs hat man sich halt auch auskennen. Rush. Hefrasch. Auf alle Fälle hat es dann halt gesagt, man hat ja nicht löschen dürfen in der Prüfung. Man hat nicht die Rücktaste benutzen dürfen. Du hast eine Zeile abtippen müssen, das war immer die gleiche. Ja. Und ich glaube, wenn du 11 Zeilen geschafft hast, war es der Einser und drüber war dann wurscht. Aber sobald du die vertippt hast, hast du eine neue Zeile anfangen müssen. Ja, und Kinder, wenn ihr die Rücktaste benutzt, dann leicht bei mir da ja vorne raus Lampe. Da bin ich so drin, so. Ja, genau. Okay, tschüss.
Bei uns war das immer so. Immer nur unser Dann war Kassier. Im IT war das dann immer so, da war bei Word dieses Ding drin, dass wenn du praktisch zurückmachst oder das ausbessern möchtest, dann löscht den Buchstaben raus und du kannst das Wort dann halt auch nicht fertig schreiben. Also alles, was du dann noch geschrieben hast, ist praktisch mehr oder weniger ist gehängt, also es ist alles überschrieben worden. Gehängt. Ja, keine Ahnung, wie man das beschreibt. Erklär Word. Erklär Word. Was heißt das, wenn Word- das gehängt ist? Word öffnen, Vorlage kopieren, Rechtsklick als Administrator löschen. als Administrator löschen. Ja, weiß ich auch nicht mehr, aber irgendwann, die hat vorne über ein Tageslichtprojekt da unten gehabt und der ist über einen PC gelaufen. Also, das war kein Tageslichtprojekt, sondern ein Beamer mehr oder weniger. Super modern. Wir reden da von 1999 Richtig oder 2000. Und irgendwann haben wir herausgefunden, dass die PCs natürlich alle in einem Netzwerk sind. Und irgendwann haben wir den lustigen Befehl, ich weiß leider den Befehl nicht mehr. Irgendjemand in der Community weiß den Befehl hundertprozentig noch. Und zwar, die Kommandozeile aufmachen und dann irgendwie, ich glaube, /netsend und irgendwann haben wir die IP beziehungsweise die Nummer von ihrem Rechner da vorne herausgefunden und haben wir und dann hast du dann einfach Fließtext-Nachrichten auf dem Monitor schicken können. Also so ein Pop-up käme so, und da ist der Text drin gestanden. Oh mein Gott. Alter. Und es war halt nicht nachzuvollziehen, wo er herkommt. Das ist das Allergeilste gewesen. Hat die oft geflucht. Das glaube ich. Scheiße. Vor allem, weil sie es selber wahrscheinlich nicht kapiert hat. Das ist ja die kennen sich ja meistens nicht aus. Wir haben auch dann 2 Räume gehabt, also 2 TV-Räume gehabt und dann haben die Klassen dann aus irgendeinem Grund irgendwie aufteilt worden und dann hat man sich halt da schon Nachrichten gegenseitig geschickt, was bist du für Nummer, ja, das war schon lustig. Netsend, glaube ich, war der Befehl, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, und dann eine Nummer. Nicht IP, es war irgendeine Sitznummer oder sonst irgendwas, ich weiß nicht mehr. Ist auch scheißegal eigentlich. Ist auch scheißegal. Sorry, Ich darf jetzt gerne wissen. Ja, aber Wir jetzt auch wissen. Details Nee, sind nee. wichtig. Ja. na, auf gar keinen Fall. Ja, Kim, jetzt, du bist so detailreich beim Erklären, also. Ja, aber nur wenn's für die bestimmten nicht Dingen, wichtig sind, nur die wichtigen Sachen. Du willst heute was erklären, Florian, erklärt die Welt los. Wir haben eine Nachricht gekriegt über die Speziwirtschaft, habe ich gesehen. Da geht's auf jeden Fall über dieses, wie nennen sie das? Horse Riding? Na? Du hast sicher einen Zettel dabei, oder? Schau dann einfach. Was ist jetzt Hobbyhorsing. Sorry. Ich lerne mich jetzt da so zurück. Ja, da Ich geht's lerne mich jetzt da so zurück und mach den Zuschauer und genieß die Show. Ich kann nicht, weil ich so einen Hund so einen Stuhl hab. Ja, Und die legt mir im Boden. Du bist auch der Kahnfred. Kann ich, kann's. auf jeden Fall geht's da um, verdammt, nochmal, was soll ich machen? Um Hobbyhorsing. Und Ich bin überhaupt nur im Hobbyhorsing. Bettler so. Wie bitte? Ich bin überhaupt nur im Bettler so. Ja. Ja. Jetzt ey! Ja, hört euch zu. Auf jeden Fall Hobbyhorsing. Das ist praktisch, das habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Das ist wie als wenn du reitest, nur ohne Pferd. Du hast ein Steckenpferd. Mit Holzpferd. Ja, das macht aber selber. Das habe ich nämlich, ich habe das halt nachgelesen. Also ich habe da mal eine Nachricht gekriegt und ich hab gesagt, was sagt sie jetzt dazu? Und dann habe ich mir das angeschaut und mir gedacht, ja, das kennt man schon, aber ich habe mich dann halt informiert darüber. Wikipedia ist zwar keine Quelle, aber ich habe es als Quelle genommen. Und es geht wirklich darum, dass du, das ist wir praktisch dieses Parkour-Reiten, oder dieses, Das ist Parkour-Reiten. Parkour ist praktisch, wenn du da über so Hindernisse, Springen. ja genau, das ist dieses Die Springreiten, mit dem Holzpferd. Springreiten und Dressurreiten, genau, das sind die zwei, und die haben dieses Holzpferdl, und mit diesem scheiß Holzpferdl, das nehmen die dazwischen Schwiers, der Kopf dann also nach vorne, schaut dann aus wie beim richtigen Reiten, nur haben die ihre Füße. Und wenn die dann Dressur reiten, dann machen die so so richtig schön, wie die Pferdler. Und Ist das vielleicht das Lebenshilfe-Sommerfest? das, ja, ihr habt da nämlich dann auch den kurzen Bericht gesehen, eben, den habe ich mir natürlich dann auch reingezogen, weil ich bin ja da. Und die hat dann gesagt, ja, sie hat bei ihren Videos, die wird da öfter drauf angesprochen bei so Turnieren und sie ist ja so bekannt, aber bei ihren Videos hat sie die Kommentare eingeschränkt, weil es gibt so viele, die das so gar nicht gut finden und die finden das nicht als richtiges Reiten. Ja, komisch. Kann ich nicht nachvollziehen. Komisch, ohne Ganz Pferd. komisch. Kann man nicht einmal mehr in Ruhe so ein bisschen Dressur reiten ohne Hassrede, weißt du, das ist echt Wahnsinn. Ja, es ist halt kein Dressurreiten, es ist halt Dressurstock. Nein, es ist Behindertenspringer. Ja, die Ja, im machen, Kindergarten rennen sie einem gerade. Das ist genau. Ja, aber sicher nicht so aber die schön. machen das Sicher halt nicht so wirklich. schön wie du. Die hat doch gesagt, die macht in der Woche, trainiert die das 20 Stunden. Jetzt Aber Kann die man muss, wieder Geld verdienen. ja, keine Ahnung, die wird 18, 19 Jahre alt sein. Was weiß Verdienen ich. die da ja Geld damit? Nein, ich glaube, die macht sie neue Pferdl. Die hat mittlerweile 3 Stück, verschiedene Größen. Ich muss da mal geben. drei so Holzpferde. Ich kotz Das gleich. ist Wahnsinn, echt.
Das musst du dir vorstellen. Ja, jedem das seine und mir das Vor allem, meiste. es müsst euch da mal wirklich Ich habe so viel Beitel und Fragen in meinem schaut euch Kopf. bitte, gebt jetzt einfach mal auf YouTube ein und schaut euch das, wie pferdig das ausschaut. Das ist so dermaßen Hobbyhorsing. Hobby-Horsing. Also die schnitzen da in eine eigene Holzviertel und dann Nein, rennen das sie ist kein Schnitzel, vorne ist halt so Plüsch und Stoff, das Nahen halt und so zeigen und dann halt da so Pferde haben mit eine. Das, und dann bis ist dahin Stock. kann ich das nur verstehen. So, ja, ist cool, es gibt ja Cosplayer, die verkleiden sich als Ja, aber die machen das ja Pferd. wirklich. Die Keine Ahnung. Ja, die machen das halt so wirklich serious. Also das ist kein Spaß nicht, sondern ich dachte halt nach der 3. Meter da die heutige. Hopp, reiter. Aber nee, die machen das ernst und vor allem dann, ich kann mir ja vorstellen, dieses Springreiten, da so über Dinger, über so Wie hoch Hindernisse, springen das ist die? ja 1,10 Meter. Oh, weiß ich noch, ja. Alter. 1,10 Meter, in Turnieren manchmal vielleicht sogar höher. Und dann springen die halt da drüber, das kann ich ja nur, Entschuldigung, irgendwie nachvollziehen. Fusel? Ja, mein Fussel. Fassel. Und dann gibt es aber eben, wie gesagt, dieses Dressurreiten. Und ich weiß nicht, ob das normales Dressurreiten bei Pferdl schon mal gesehen. Das ist ja schon krass. Also da musst du dann mit die Füße dann wirklich so Also halb absetzen. Ein ganz Moonwalk machen. so einen halben, ja fast. Ja. Ja, Moonwalk, weil es Pferdl halt viel Moonwalk, ist. wir kennen ihn nicht. Moonwalk. Sie sagen ja dann so, Wihi! Und dann machen sie Moonwalk. Und ja, aber stell dir mal vor, das machst du da als Mensch. Es sieht ja so schon affig aus, wie du so auf so einem Steckerpferd umeinander reitest. Ja, ja. Aber Und die Zuschauer? Haben die ja viele Zuschauer? ja, das weiß ich leider nicht. Also es ist ein sehr Außer kleiner sich selber, das Wikipedia-Beitrag. Also, Und das irgendwann auf irgendwie so YouTube Länder wie vielleicht war der- Dänemark, ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob es Dänemark ist, aber so. Dänemark hat man nicht nördlichere- zum Viertelmausen, Ja, ist nee, man da die hingefahren, finden, nicht zum die finden Reiten. das gut. Die finden das gut. Und es gibt in Deutschland 3 Vereine auf Wikipedia. In ganz Deutschland gibt es 3 Vereine. Es gibt da 3 Wo Vereine ist denn und der? einer davon, da habe ich auf die Seite dann geguckt, Reitsportverein irgendwo. Und da habe ich Lebenshilfe. aber auf die Schnelle Landshut der Werkstätten. habe ich da leider nicht gefunden, wo Dressurreiten und der Unterpunkt steht. Also ich glaube, die schämen sich selber ein bisschen. Wo ist der nächste Verein? Ist das weit zum Fahren? Frage für einen Einer Freund. ist glaube ich Westfalen, einer ist Richtung München, den dritten weiß ich nicht mehr. Ja, Minger ist dann Ich davon. wollte gerade sagen, Richtung Minge. Wollen wir doch mal ja so runden Spring reiten? Bin ich schon dabei. Ja. Lieber schiebe mir das Lego-Konstruktor quer in den Arsch. Brauchst Weißt du du nicht, nicht. wo es quer ist, aber ich probier's. Ich glaube, so ist jetzt so. Jetzt steht. Also, wie es jetzt steht. Genauso eine. Ganz cremig, eigen, ja. Ja. Das nervt mich doch mit dem. Was ist denn mit dem scheiß Pulli die Ja, ganze der Zeit? nervt mich die ganze Du Zeit nervst schon. mich, du Was soll ich Vollidiot. Warum habe ich jetzt eigentlich da hinten zugemacht? Jetzt zeige ich nicht mehr, wie lange das die Folge schon läuft. Wie lange läuft es denn schon? Weiß ich nicht, schau dir mal auf du an, der Trottel. 18, 13. Ja, wird schon klar. Weiß ich nicht. Nein, überhaupt nicht. Kenn mich überhaupt nicht aus. Das ist nicht, ich bin völlig durch den Wind, durch diese Reiterei-Scheiße. Ja, jetzt da hab ich mich vorbereitet. Erklär's nochmal. Verrückte Da habe ich mich Scheiße. vorbereitet drauf. Verrückte Und Scheiße. ich war ja am Wochenende in Köln, haben wir ja schon mal kurz angeteasert. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben Babytauben gesehen. Babytauben. Ich habe noch nie Babytauben gesehen. Hat einer von euch schon mal Babytauben gesehen? Das hätte ich jetzt Nein. sofort in Frage gestellt, dass Ja. es überhaupt Babytauben Ja, gibt. und ich habe Wie wirklich. schaut so eine Babytaube aus? Ja, klar. Sammy, schaut genauso aus, klar. Ja. Das glaube ich nicht. Hat die Ich hab kein Baby... Pflaumen, würde ich jetzt gerade Die sagen. sind doch auch sicher so Nocker-Rosa. Erst Ja, einmal. ich hab jetzt nicht so ganz kleine Babys gesehen, sondern nur normale Babys. Die waren in so einem Nest drin. Die haben Nest, Tauben haben Nester. Die Ja, klar, können den auch, ist der. Ja, die werden sich am Boni scheißen. die scheißen ganz andere Sachen am Boden hier, wenn es sein muss. Ja, den Ja, aber weißen keine Babys. Bats. Ja. Na, aber hab ich gesehen in Köln. Also war Okay. so ein Durchgang, so unter der Brücke. Und Halt so die Augen, ich bin jetzt dann in Köln, halt die Augen offen noch Babytauben. ja, bitte. Ja. Musst schauen. Gib's einen Fünfer von mir. Gib mir einen Fünfer die Babytauben. Ja. Nein. Gib mir lieber einen Fünfer für ein paar Oder du nimmst Blödschaus. 5 Babytauben mit, dann haben wir für nächstes Mal haben wir da. Nimm es mit, ich glaube die Babytauben. Geil, hätten wir da nächstes Mal mit Babytauben sitzen. Das war Ich schon mir geil. hätte das schon, das ist doch so, Also- wenn sie so Anden und Gickerl, die wenn schlüpfen und die singen, dann laufen Morgen sie. ist deine Mama. Hätte ich schon Bock drauf, dass wir den ganzen Tag so kleine Viecher nachlaufen. Nicht die Mama. Das wäre schon witzig. Eifern. Küken-Eifern. Ja, voll. Das wie geil das ausschaut. Voll nacheinander. Und zack, Chicken Wing. Als Satz ein Tennisball Oder springen. Chicken Nuggets. Gibt es da nicht sogar eine Berechnung, wie oft man am knockerten Gickerl einen Schein geben muss, bis er durch ist? Da gibt es Keine eine Ahnung. Berechnung, also ein Slap macht so und so viel Krafteinwirkung und Wärme und dann hat man halt ausgerechnet, wie viel Slaps, dass du am Gickerl geben musst, bis er durch Das ist ist. praktisch, Ich weiß nicht, das wie ist viel praktisch Tausend die, das die sind. sind die PS für Twatschen. Wird er dann 1000 Agnus bringen, ist das dann weggestanden. Aber das weiß ich nicht. Ich glaube, die ist dann weg. Ich mag aber kein Ist schon Gickerl watschen. Der hat ja was an Halloween. Nächsten Ja, eventuell. Dienstag, übermorgen. Ja, vielleicht.
wenn die Folge erscheint. Ja, Ich hab gleich vorher hochgerechnet, ich bin in meiner Zeit voraus, bin ich. Ja, du bist der Wahnsinn. brutale Ja, Mann. sicher. Du bist der brutale Mann. Wahnsinn. Und wir gehen mal wieder auf so eine kleine Bauernparty halt. Wie Gib für immer. Ding, gib für Ding. Jetzt geht für den, Gib du für geh Ding. mit. Ja, Geh mit. Geh mal, geh mal Ich hin. werde auf ein Privatfestel schauen. ja. Mit Private Wir sind wir Dances. Habt ihr momentan noch. früher was an Halloween da? Ja, so ich- Ja, Trick or Treat? Süßigkeiten. Habt ihr das schon da? Findest du Ja, da? Ja, das hat es bei uns auch schon gegeben und ansonsten jetzt im Erwachsenenalter mache ich jetzt ja selber eine Halloween-Party, aber heuer geht es mir nicht aus, drum fahre ich woanders hin. Da ist alles mein Hautarzt. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Hast du wieder Krebs am Schwanz, oder was? Schief aus wie den Schwanz, hey. Verdammter Schwanzkrebs. Was hat er denn noch? Benzingeruch. Ja, Mann. Da glaube ich, haben wir schon mal drüber geredet. Der Geruch von Benzin ist Du hast es sexy. echt aufschreiben müssen, dass du Babytauben gesehen hast. Ja, ich vergiss das sonst War wieder. gar nicht so spektakulär dann. Was ist denn das? Doch, das dahinter? war richtig geil Das eigentlich. erste Mal, oder wie? Was ist das erste Mal? Ich bin absolut gepeinigt von Keine 4 Ahnung. Wochen. Also erstmals in meinem ich bin, Leben. wenn wir bei Halloween sind, ich bin absolut gepeinigt von 4 Wochen Horrorspiele spielen im Stream. Ja, ich hab schon zugeschaut, weil. Holy so shit, wirklich- Alter, das macht was mit dir. Ja. Also ungelogen. Ich hab diese, wir haben ja, es Schlimmer gibt als ja keine- Mobbing, oder? Schlimmer als Mobbing, das gehört eigentlich angezeigt. Ja. Ja, in Frankreich war Das es ist schon eine krass. Hassliebe, das kann ich eigentlich überhaupt nicht beschreiben. Eigentlich hasse ich jede Sekunde davor, aber irgendwie ist es auch Irgendwie lustig. ist geile Kinder. Und ich habe immer diese Das sind die Indie-Horrorspiele. Donations, die wohl. Die sind geil, ja. Ich hasse voll, aber die ja, Donations natürlich. sind geil, oder? Ja, natürlich haben die geil. Die ganzen Nieren-Donations. Nieren-Donations. Ja. Hat du noch keine Niere geschickt? Ja, mittlerweile hat er keiner mehr Geld, jetzt müssen sie halt Körperteile schicken. Okay, das heißt, es gibt Körperteile. Ja, gib Niere. Gib Niere. Und es ist schon, ich habe lange diese Indie-Horrorspiele wegbockt, weil ich mir überdenkt habe, beim Horrorspiel ist doch recht wichtig, wie Grafik, wie Animation und so weiter ist. Natürlich dumm. Aber was alle kennen, ist, was eigentlich das wichtigste Element von allen ist, ist Sound. Also die Musik sie machen einen Ton. und die Geräuschgeschichten und so weiter. Und ich sage, das waren lauter so Spiele, oder die meisten zumindest, die haben, eine Person hat dieses Spiel gemacht. Halt nur ganz kurz, meistens eine Stunde oder eineinhalb. Und heilige Scheiße, Alter. Die, wenn du allein daheim speist in der Finstern mit dem Headset auf, dann bist du nicht ganz dicht. Ja, ich hab's gesehen. Ich Dann hab bist, sehr lachen müssen. das tue ich nur, weil ich das Gefühl vom Chat habe, ich bin nicht allein. Ungelogen. Ohne Chat überhaupt keine Scheiße. Aber du hast doch uns. Du bist nie alleine. Ihr Trottel. wir würden als erstes davonlaufen, egal wo. Die haben sogar noch im Fuß liegen und dann davon laufen. Nimm ihn, den Wichser! Wenn jemand langsam ist als ich, dann erwischt er mich nicht. Passt. Da gibt es so viele lustige Ja, wir haben Videos, früher schon gemobbt. wo so ein kleiner Hund, dem haben sie so ein Spinnenkostüm Ja, angezogen. den kenn ich auch. Und dann macht irgendjemand irgendwo ein Tier auf und so und dann fängt er und rennt der kleine Hund aus und schaut halt aus wie so eine Spinne, so eine große, die wollte auf einen Ja, zulaufen. das hab ich auch gesehen. Das schaut so gut aus. Das ist Ich echt. da durchdrehen, glaube ich. Ich wüsste, kurz da ist nicht kapieren. Ja, im ersten Moment kriegst du einen Herzinfarkt. Ja. Und was passiert dann, wenn ich den Hund weggehe, dann kriege ich. Das war ein Spinn. Das ist aber das wird auch Dann kommt Peter zu mir und schluckt mich. Toll. diese TikToker, die irgendwie Welcher super Peter? lustige Pranks auf der Straße machen und irgendwelche Gangster auffankeln und so. Und dann einer nach dem anderen, da haben jetzt Leute erschossen, man, glaube ich. Ehrlich? Irgendein TikToker habe ich gelesen, der wollte für 300.000 Euro Koks Auf Cuxhaven. auf Cuxhaven schmuggeln. Auf Cuxhaven. Dann irgendwelche super Pranks, wo sie ihn einfach der Stadt total zusammengeschlagen haben, dass er nicht mehr weiß, wo hinten vorne ist. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die erschossen werden. Kennst du jetzt diese Horrorclowns? Da gibt's doch auf YouTube, das war mal ein Riesending. Ja, das war 2018, möchte ich Ja, sagen. aber musst du Ja, mal überlegen, Scheiße. jetzt stell dir mal vor, du gehst einmal in so eine Unterführung ein und da steht so ein Clown und haut irgendeinen Kopf kaputt oder so. Also Das ist wieder was anderes. Da gibt es welche, die waren absolut Ja, ja. peinlich und es Ja. gibt welche Ja, in die einer waren- Tiefgarage die waren zum Beispiel. abnormal. Da ist Mit den Puppen, ein ja. Die, wo dann da menschlicher Puppen hinterherlaufen und genau. so, boah. Und dann einen riesen drum Hammer in der Hand und du gehst ums Eck und Ja, der haut diese mit dem Lache. Hammer drauf und dann kommt Vollgas die heftig. Blutletten raus. Da brauchen die auch kurz. Da ist so, boah, leck, das muss gestellt sein, das gibt's nicht. Muss ich jetzt mal raus. Boah, nein, das war schon heftig. Schau mal lieber an Terrifier 2. Aber ansonsten finde ich War der Clowns gut? eigentlich nicht sonderlich gruselig. Schlagplatte. Ah, okay, das war nicht meins. Mag ich nicht Schlachtplatten. Ich mag keine Filme. Ich eigentlich schon. Kommen eventuell zwei interessante Spiele. Eins heißt Ill und eins Das ist richtig heißt. krank. Fuck, das haben sie mir gestern erst vorgeschlagen, das habe ich gar nicht kennt. Da geht es um Kannibalismus, so ein Scheiß. Da geht also um Hostel-Level-Scheiße mit Augen Super Mario fressen Wonder. und Super Mario Wonder Das 2. war's. Das Ja. war's, ja. Ja. Genau. Das ist echt kranker Scheiß. Ja. Das ist echt Ding kranker habt Scheiß. diskutiert über Freddy's. Five Nights at Freddy's. Das bocke ich aus irgendeinem Grund weg. Why? Weil ich. So eine riesen Community mittlerweile, warum auch immer. Die Indie-Games auch alle eigentlich, das sind eigentlich auch bloß Jumpscare-Fuckfests, aber Five Nights at Freddy's ist ja gar nichts anderes.
Oder? hab Da geht es ja bloß um Jumpscare. Ich habe das jetzt zum ersten Mal mitgekriegt, als eben weil ja jetzt der Film kommt, aber der spricht mich schon überhaupt nicht an. Und vom Ich glaube, Spiel dass der richtig unterirdisch schlägt. Ja, wahrscheinlich, das ja. glaube ich ja. Also so richtig scheiße. Wo ich jetzt auch gesehen habe, die Tage, da hat es doch dieses Hackerspiel gegeben. Da wurde doch immer wieder Paket, ich weiß, da hat es, Watch Mann, Dogs. jetzt habe ich die Dog erst angeschaut. Nein, dieses Dogs. Horrorspiel. Oder Watch Dogs. Na. Watch Spiders. Spider-Dogs. was? Horrorspiel mit Hacker? Ja. Da hat es 2 Teile gegeben und der zweite Teil, der war schon richtig krass und heftig. Und jetzt gibt es da eigentlich einen dritten Teil. Oh, der ist jetzt die Dog, oder die Beta ist jetzt da vorausgekommen, das hat jemand gespielt. Und das ist schon heftig, weil du musst die ganze Zeit schauen, dass da keiner in dein Haus einbricht, weil immer wieder der Code ausgeht. Du musst aber Pakete holen. Und dann steht mal irgendjemand in deiner Wohnung, da muss bestimmte Sachen machen. Also das ist richtig, richtig krass. Und das Klingt ist eigentlich im richtig ersten geil. Mal ist tatsächlich lustig, ja. Nein, ist eigentlich nicht lustig. Ich hab da vorhin einen Witz gesehen, Aber aber... ich war noch nie was da verkehrt jetzt Nein, ja, Doch, Hacker. das kennst du Muss bestimmt. man mal schicken, ja, ja, das das hat kennst du mich bestimmt. Und, ja. Also das hat mir auch sehr gut taugt. Da kommt nächste Woche, oder besser gesagt, was ist heute? Theoretisch ist heute Sonntag, vorgestern ist was rausgekommen, das heißt Don't Scream. Es klingt auch erstmal ganz lustig, du laufst im Prinzip umeinander mit einer VHS-Kamera von damals und es läuft der Timer ab von 18 Minuten, irgendwie sowas, und du darfst nicht schreien. Also das Spiel nimmt dein Mikrofon auf, aber wenn du schreist, hast du verloren an das Score. Ja, das ist genau dein Ding. Das ist genau mein wieder. Das wird aber dann ein Open-End-Stream, bitte. Ja, bis du es geschafft hast. Ja, bis ich es geschafft habe. Ich setze einfach dann Weil- das Headset ab, schaue nicht hier und drehe mich im Kreis. Bei 1500 wieder Likes macht geschrieben? das. Hast du wieder geschrieben, wenn du Ja. machst? Okay, das stimmt. Nein. Ja, damit ist kriegt der fette Vollidiot. Ich kann so Brunz blöd sein. Nein, ich bleib jetzt gerade, es ist zwar Horrorzeit, da schauen wir lieber Horrorkassetten an und zack, quietschbuntes Mario oder mit. Weil ich hab das letzte Jahr gehabt, da habe ich gar nichts gemacht an Halloween. Und dann haben wir diese scheiß Kinder geklingelt und ich habe das voll verpeilt, dass Halloween ist. Dann habe ich mit meiner scheiß Bude eingespart, alle Rollos runtergemacht. Und dann haben die alle geklingelt und ich hab hast so, du hast zwei so Kinder schlecht vorgekommen. Ja, genau, ich hab genauso da und hab dann nebenbei aber gezockt. Ja, Gewedelt. Ja, und die haben Ja, dann auch ja. öfter geklingelt. ja, dann Das so wäre verpisst Onkel dich, Wichser. Werner gemacht, vom Fenster aus der Glur und kleine Kinder. Kleine Kinder wieder mit reingenommen und dann eine kleine Kinderüberraschung. Schau, das lang ist, so die klang die an. Okay, du bist immer noch da, upsi! Hä, hast du voll das geile Sauferkleid gehört? Da? Oh, ich hab's ja gut. Sexy Michael Myers. Ja, genau. Nee, ich bin 8. Aber nicht heute. Aber nicht heute. Ja, genau. Sehr gutes Kostüm habe ich gesehen auf Instagram, die Dog. Da wo einer als Auto verkleidet ist, das Partnerkostüm, einer ist das Auto verkleidet, der andere als Reh. Das heißt Unfall. Der hat sehr gut ausgeschaut. Kennst du den, der als Binden verkleidet war? Na? Der einfach nur ein riesiges Bindenkostüm und war halt dann in der Mitte von oben bis unten rot angeschmiert. Richtig widerlich. Auch witzig. Lieber widerlich. Als widerlich. Halloween. Ja, interessiert mich eigentlich nie so stark, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, ich mag schon, wir haben immer, wenn ich da Festlich gemacht habe, immer alles sauber dekoriert und dann im Hintergrund laufen so Schwarz-Weiß-Horrorfilme und Horrormusik ein wenig halt so einstimmen, so die erste Stunde oder eineinhalb, bis man dann im Party-Modus umschaltet. Das Geile ist, wenn du dann schwer behinderte Leute hast, die nicht kapieren, dass man ein bisschen so, erst einmal ein bisschen so Horror-Feeling aufbauen möchte. Hey, komm mal jetzt in die andere Musik rein, du! Ich kann dir meine Faust in dein Arschloch rein, wenn du nicht noch einmal fragst, du voll Lassen sich die Mongos aber dann ein. Ja, das hat sich halt erst in dem Moment rausgestellt, das behindert sein. Der Klassiker. War halt wieder das Dumme. Du machst dann einen Stream, Halloween. Nein, die ist ja nicht bei mir wahrscheinlich auch fortgegangen, ausnahmsweise. Es ist zum ersten Mal seit 3 oder 4 Jahren. Sag, was die gehst. Mit Kostüm. Ja, wir gehen hier Minga in Kunstberg. Das P1. Das P1, ja. Bin ich eingeladen. Mit Kostüme oder? Vorgeladen worden. Nein, ich gehe als I. Okay. Ich Saugruselig. gehe als Ding, ich gehe als Bollwange, Die sind alle für den Fasching. ich gehe als Waschmaschine. Ich gehe Senfglasl. Kann jeder mal Der Mann geht Wobei die mit der Waschmaschine nicht immer noch gut ist. Ich gehe als Ja. Waschmaschine stehen, ich Aber kann es- schleudern. Ja, Der Onkel Werner am Kindergarten. ja, Ich gehe immer als Waschmaschine. it's true. Der Onkel Werner zieht sich schon lange durch sämtliche Folgen. Ja. Ja, was möchtest du da? Ist halt ein geiler Typ. Ja, ein geiler Typ. Ist einfach ein geiler Typ. Kannst du nicht aufholen, Werner das ist ist einfach- unerfolgsam. Ja, der ist seit Folge 1 dabei, glaube ich. Ich glaube, ich verkleide mich als Onkel Werner an Halloween. Ich brauche eh noch ein Kostüm für die Party. wir Wie sind- schaut der Onkel Werner aus? Haben wir da irgendwie so ein Beutel für uns? Ich glaube, der Food Lab bei Franz. So darf ich mir vorstellen. Wobei der Food Lab bei Franz ist ein Großkurs, das wissen die Leute bloß noch nicht. Keine Ahnung, ich mache ein Kostüm und dann sage ich, das ist jetzt der Onkel Werner.
So ganz wie so ein ganz normaler Kinderschänder ausschaut. Ja, so Rosen- schwarze Haare, Brühen auf, Ja, so kein Haar, Knie, kein Bart, Knie, Pornobalken. Was? eine weiße Kutte. Ohne Vatikan. Und so einen komischen Ja, goldenen ganz normale Stab. Kinderschänder halt. Ganz normaler Kinderschänder. Wir sollen einfach ausschauen. Aber wieso haben wir nicht gleich drauf gekommen? Stimmt auch wieder. Gnädel, kannst du das tun mit dem Maul halten? Ja, wenigstens klingt das Telefon halt nicht. Seit grad Info, wer ist der Gnädel? Das ist mein kleiner behinderter Hund. Der schreit gerade Der ist drauf wirklich voneinander. behindert. Ja. Ja, Der Hackstamisch ist ich halt. weiß nicht, was er tut. Er hat jetzt gerade am Becken gespielt. Keine Ahnung, was das wieder sein. Nicht ganz dicht. Verdammte Trompeten spielen Das mit ist Hunde. geil. Ich muss dir immer vor Augen führen, er ist ungefähr so groß und hat einen Haxen, der ist so, und wenn er sich, Hund kratzen sie ja oft einmal so mit dem Hinterfuß so an der Seite. Also er kratzt sich nicht so. Ja, links schon. Ja. Rechts macht er so. Er ist der Beste. Ja, der passt. kriegt Scheiß gut da rein. Spasti. Der Willi war da, scheiß Mongo. Oh, jetzt gibt's Ärger. Entschuldigung. Jetzt gibt's Ärger. Da kommt er aber nach. Jetzt hat er mal so gewarnt. Jetzt flippt er Gnädel, richtig jetzt aus. ist du mit deinem Maul, wir nehmen da eine Podcast-Folge auf, verstehst du das? Sonst wirst du geöffnet. Du nicht immer einige Nädeln. Ja. Das hast du verstanden, glaube ich. Jetzt kann ich ruhig. Jetzt Habt ist ihr eigentlich drin letzte Woche? er, ich war in Die Köln. erste Aber Frage, hab das ist ich die schon letzte. gesagt. Ich war in Köln. Was jetzt nie an Halloween? Spaten. Spacken. Schreibt fertig, irgendwas in die Kommentare. Schreibt. Ganz kurz noch zu Köln. Und zwar Oh Gott, Jans. ich kotze gleich. Ja, ich Nein, ich Jans später ist weiß gar ja. nicht mal- Nein, also ganz geil. Also wenn es das wird geht, du hast ja gesagt, das geht wahrscheinlich wird, voraussichtlich. Ja, werden wir schon mal. Das ist halt schon ganz cool, da gibt es halt Kölsch, das hat halt so 0,2er Gläser, die haben halt echter Witz. Aber die, wenn du austrinkst, Oh, die 36, wenn du austrinkst, das klang da. dann reicht's für was. Na, aber die haben da wirklich sehr dahinter. Das ist ganz anders wie bei uns. Wenn du beim Essen bist, ist das so, wenn du dein Bier trinkst und dann nimmt er das automatisch mit und bringt er dann automatisch rein, so lange bis du sagst Stopp. Das heißt, das ist richtig, richtig cool, weil immer. Das muss ich noch lassen, das ist wirklich Und in der ganz Bar, also- schlimm. Heute ist es so, und dann sage ich mal so, hey, die letzten 60 habe ich gar nicht bestellt, so ich nicht. Nein, das ist schon cool und auch in der Bar, also da ist wirklich so, wenn du das Ausdrucken hast, das ist eigentlich sofort immer, da geht da einer durch, mitten durch die Bars und bringt immer was. Das ist innerhalb, glaube ich, von 30 Sekunden hast du immer frisch Bier. Gut, die ist halt innerhalb von 30 Sekunden wieder la. Aber du hast gesehen, Das ist immer frisch. Das ist eigentlich, wenn man so Ja, drüber es nachdenkt, ist der richtig Maßbier im Vorteil, wenn man so Ja, will. das ist ja das, was ich aber schon lange kostet gesagt mehr wie am habe. Bier ist Volksbier. Also asozial. wenn du das auf einen Liter hochrechnest, ist es teurer als ein Maßbier bei uns im Kirder. So, was kostet bei Herrn Maßen hier? Wie viel kostet 16 Euro, 15 irgendwas? Was? Nein, Da kostet da war ein Bier. es verteidiger als im Oktoberfest, damit es Na, kostet. stopp. Nein, nicht 16, war 12 Euro, 12 Euro ungefähr. Okay. 12, nicht. hat's bei uns gekostet? Ich Was glaube schon wieder? 10,80 hat es das Land Ich glaube gekostet. schon, weil der habe 11 Euro her, also ein 10er und ein Ich weiß halt nur, ich war nicht im, Immer im 20 Cent Trinkgeld. ich war nicht immer im Witz. Witz. Ich war nicht. Das ist eine Scheiße. Kann eine Bedienung nichts Jetzt dafür. aber, ja nicht. Ja, du schon. Ja, okay. Weil du möchtest es saufen. Ja. Arschloch. Nein, ich darf meinen Kasten mitnehmen, wenn ich darf. Auf jeden Fall war das sehr, sehr gut und du hast immer frisch Bier gehabt und du hast da gesehen, die Bars, das Personal, die Menschen, die drin waren, die haben es innerhalb Stunden Ich glaube, dass ich ja nach der dritten Das Mal war 20 einen Tee gedrückt habe und gesagt, passt schon. Passiert. fürs Bier oder Und Dienstlichkeiten. und Dienstlichkeiten. Kannst du mich auch so tragen? Musst du mir bitte auch drin wieder 10 Massen vorher. Und raus. Im Gesicht in die Posens drin. Ich habe nicht sie getragen, sondern der 2,50 Meter Hühne von Türsteher und hat gesagt, du gehst jetzt glaube ich heim. Okay, tschüss! Darf ich die mitnehmen? Den auch so ausgetragen, oder? Der hat mich so Ja, genau. Na, aber es war schon Ich bin mal gespannt. interessant. Ich Vor war- allem, die haben sich so vernichtet und es ist ein ganz anderes Publikum. Die haben da sehr viel Äder. Also da haben da sehr viel Äder in die Line unterwegs. Nicht sogar bei uns. Also bei uns war ganz wenig Äder neben mir unterwegs. Und die haben sich so Druck gesoffen. Neben mir ist auch noch gestanden, die ganze Zeit neben mir. Die ganze Zeit immer nur so, du hast gesehen, der war komplett Knülle. Auf einmal, der Sticky vor und anscheinend hat sich der irgendwie eingehalten an mir. Wumm, und liegt. Und liegt einfach. Und du denkst so, okay, wo kennt der dazu? Ja, keine Ahnung. Einfach zu den Nachbarn Einfach gestellt. unter die über Mauer den reingekniet. Kennst du mit dem Inventar. Aber war schön, also. Ja, mir sind schon ein paar Borzen empfohlen worden, bin ich mal gespannt. Das sind halt eher so ein bisschen so rocklastigere Borzen gewesen. Da wirst du jetzt so nicht so unterwegs gewesen, oder? Na, du musst da mitten in den Innenstadt rein, da wo wirklich einfach nur so einfach in die Bars mal rein, das ist ein richtig schönes Ding. Ja, das werden wir, das werden wir dann am Das ist Freitag wirklich, das ist machen. wirklich schön. Also, und die haben ja eine ganz andere Mentalität. Also, da kommst du da mit jedem ins Gespräch. Mit jedem und mit jedem saust du an. Das ist echt top. Oh, mir dem Verrecken nicht hin. Das soll mich nur lassen. Ja, sorry, es ist ja nicht jeder so bekannt wie du. Geht's nicht um das, wie bekannt in Köln kennt mich keine alte Sau. Jo, Ich meine nicht, dass wir fremde, besuchte Vollidioten anreden.
Sei nicht so. Hä, das ist Ja! Das finde ich viel cool. Ich hasse fremde Leute! Nein, Ja. sind super. Wieso kenne ich die überhaupt? Wer Drahtl. bist du? Wer bist du? Müssen wir gar werden, ich hab nichts mehr zum Trinken. Ja, jetzt. Wie lange haben wir noch? Kruzifix, was weißt du nie? Also muss ich köteln. Du hast doch gar nichts richtig erklärt jetzt. Doch, natürlich. Was? Hobbyhorsing. Ja, Stimmt, aber das ja. Ja, Hobbyhorsing, habe ich erklärt. Das zählt schon. Irgendwie schon. Das zählt. Aber ja. Hobby-Hosting hätte ich lass doch die aber Leute in die Kommentare mit Sachen erklären. Haus. Du suchst dir dann noch einen aus. Stimmt. Oh, Genau, dieser gibt's Das ist Platz. ja schön, aber so weit. Aber irgendwas, was ich interessant am Wort- Schneidschlupfe also jetzt zum keine- Schluss ja. aussehe oder Schneid ist jetzt das einfach damit vorne in Folge ein. Ich schneide überhaupt nichts mehr. Deine Haar vielleicht. Vorhaut. Die gehören gefärbt. Die gehören auch gefärbt. Die gehören bleached von lauter Letten. Du musst nur lange nur einen Cast drin lassen. Das Bleach da. Verdammte Vorhaut-Bleaching. Ever. Hashtag ever. Hashtag ever. Schreib in die Kommentare, wie du meinst, dass man das schreibt. Ever. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich weiß ja immer noch nicht nach 20 Jahren, 25. Holy shit, 25 Jahre. Scheiß Textverarbeitung. Weiß ich nicht, wie man das am besten ausspricht. Sie hat's auch nicht gewusst. Also, Wir haben halt probiert. ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Es ist Zeit tschüss. zu gehen. Fluki, Jani, danke für deinen Beitrag. Für welchen? Weiß ich nicht, Hobbyhorsing. Okay, War gerne. ein schöner Beitrag. Danke für deinen Beitrag. Dani. Dani. Probleme. Dani B. Nein, Dagi B. Kanfred. 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 Kani. Kanfred. Oder Konfred. Vielleicht müssen wir gerade Koni, sagen, der Konfred. vielleicht sollen wir es mal deutlicher aussprechen. Kani. Ja, Kani. Kani, kannst du mal kommen jetzt? Kani. Oma muss für die Kaka. Kani. Kani. Kann nicht. Es war wunderschön, jetzt verpisst sein. Schöner Sonntag und nächste Woche sehen wir uns Auf jeden und Fall. hören wir uns wieder. Wir hören uns. Ihr Pimmel. Wir sehen uns. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Mittelmäßig, weil ich echt so Trottel oder singen Schauen muss. wir mal, was wird. Tschüss.